Geschichten uit onze Geschichte Nummer 24. Ditmaal nog meer van wo Walter Schmiedehaus in zijn Buch Die Altkolonieer Mennoniten in Mexiko von seinen Erinnerungen und Erfahrungen mit unseren Mennoniten vertelt. Letztes Mal hat wir angefangen davon zu vertellen, wo Schmiedehaus mit Isaac Fair eine Unterhaltung gehabt hat. Und er sagt, unser Vertal, ich weiß von der nicht mehr, am Wort dort sich gehandelt hat, aber der wir gerade zum Ende gekommen. Und dann fällt der Blick von meinem gegenübersitzenden Mann auf den Globus. Während er kopfschüttelnd und missbilligend die Weltkugel betrachtet und seine Ast dreht, soll ich zum ersten Mal erfahren, dass es unter der Fältchen vom westlichen Kulturkreis tatsächlich noch Leute gibt, die nicht daran glauben, dass die Erde rund ist. Isaac Fair schmüstert jener Haupt in mein Verschmiedungsfall. Glaub je wirklich, dass diese Kugel die Welt darstellt? Na, je weiß, glaub ich dort. Glaub je dort vielleicht nicht? Na, da sind zwar all viel zu viel manch uns, wohnen die Weltliche dort gelegt und denken, die Erde ist rund. Aber wer ein gottesfürchtiger Mennonit ist, der kann und soll so nicht leben. Wenn die Erde nach jener Meinung nicht rund ist, wo stellt ihr dort dann fair? Na, in der Bibel ist ein paar Mal von der Erde Oberfläche der Rede, demnach konnte Glück oder sogar Platz sein. Aber das weiß ja kein Mensch und das soll vielleicht auch keiner weiten. Na ja, aber die Wissenschaft hat doch bewiesen, die Wissenschaft läuft doch an keine Schöpfungsgeschichte und will bewiesen, dass der Mensch von oben aufstammt. Wer aber ein frommer Christ ist, der lebt allein dort, was Gott im Bibelbuch geschrieben hat. Für uns liegt der einzige und wahre Wissenschaft im Wort Gottes. Na schön, aber nun nehmt doch mal an, die stehen am Ufer vom Meer. Ich weiß all, Isaac Fair schmüstert mit duldender Mien. Nu kommt die Geschichte von dem Schiff und langsam am Horizont verschwingt und von dem man schließlich mal nach den Schornstein sein kann. Und dass es damit nu beweist, dass die Erde rund ist, kommt dann noch so was als Schwerkraft und Magnetismus, wovon kein Wort in der Bibel steht und was kein vernünftiger Mensch richtig begreifen kann. Na, je weltel je mehr in dat alle für Beweis holen. Aber ich sage je, wenn die Erde wirklich rund wäre, was sie keinenfalls sein kann, und das Schiff auf der anderen Seite nicht raufholen wird, dann muss das so wie langsam doch über Kopf stehen, wenn die Welt rund wäre. Walter Schmiedehaus vertelt in seinem Buch von Erinnerungen die Geschichte von einer Nierenstein-Operation. Und für diese Geschichte braucht er diese Überschrift. Auf Sound auch Gott wohlgefällig ist. Und dann vertelt er die Geschichte so. Mein Chef oder mein Chef, Don Balthasar Melendez und ich, waren einmal geschäftlich in die Kolonien angefahren und haben bei Hermann Hillbrands angeholt, wo er 1922 mit der ersten mennonitischen Einwanderer ins Land gekommen und uns Freund und Kunde war. Sein Haus wir noch von Haltgebüt, wo die Siedler jene Zeit aus Kanada mitgebracht hatten. Dort mög, so als auch er selbst, einen freundlichen und Vertrauen erweckenden Eindruck und strahlt warm und Gemütlichkeit aus. Hillbrand war so wie 50 herum
die neben seiner sprichwörtlichen Freundlichkeit immer ein leicht weiliges Vertragen sein Mühl hat, laut uns an Huis te kommen. Wir hatten uns gerade an der Wohnstube durchgesagt und ganz noch altvorderliche Ort angerecht wäre. Solide, handfaste Möbel, eine bequeme Bank und eine Ecke von der Stube dort dreikantje kleine Wandshop. Wir reden dort übrigens Eckshop. An einer Wand der rösche Glock. Und dann erschrak wie plötzlich über ein lüdet Weiklaufen im Nebenraum an der anderen Stube, und sich bald stehe zu einem nervenverrietenden Schrien. Sprachlos und Frauen checkt wie Hilbrand an. Dat weilige Vertragen ram sein Mühl wird noch deutlicher zu erkennen. Ein halblose Geste oder Gebärde hof hij beide arms ab. Ach, dort ist meine Tochter. Sie hat wieder einen Anfall. Den kriegt sie al lang immer weiter. Aber dort jetzt war Eva, nachher ist sie wieder besser. Aber lang sagt das nicht nur, dass es besser worden wird. Das Schrien verstammt keinen Augenblick. Die Bauer mögte stoben der ob und seht, kommt, je können dort ruhig sein. Da lag ein junges, ungefähr 20 Jahre altes Mädchen auf der Flur, ralsig en offenbar furchtbare Weide und schlug mit den Arms um sich. Schrien, schalt entsetzlich laut durch das ganze Haus. Hab je dann keinen Doktor konsultiert? Frug wie den Vater. Ja, wir sind in Rosendahl bei Dr. Ernst gewesen. Der hat auch eine Medizin gegeben. Aber er hat kurz gesagt, dass es damit mal eine Linderung, aber keine Heilung geben kann. Na, hört mal, Freund Hilbrand, da muss doch was passieren. Das kann je nicht so wiedergehen. Das arme Mädchen litt doch schrecklich. Wo lang kann es dort uitholen? Wir beten jeden Tag für ihr, vielleicht erhört Gott uns. Hier wollen die Beten nicht genegen, lieber Freund. Was sag je? Soll wir nicht den Dr. Seifert holen? Den kann ich nicht. Na, dort ist der beste Doktor in der ganzen Umgegend. Er wohnt in Kusividiaci und behandelt dort in den Minen die amerikanischen Beamte und Angestellte. Er wird sicherlich einen golden Rot weiten. Na, wenn dort nicht mehr als ein golden Rot ist, dann lot am kommen. Wir verloren keinen Augenblick. Immer noch verfolgt von dem Mädchen entsetzlichen Geschlecht, fuhr wie Schwind davon. Noch am selben Tag red wir telefonisch mit Dr. Seifert und Kusi, was damals allmählich war, nachdem der Staat oder der Estado eine Sonderlinie von Chihuahua über San Antonio de los Arenales nach dem Minenort Kusividiaci gelegt hat. Der Doktor, ein lebenswerter, gräbgewordener Herr von dieser Aufstammung, dem seine Familie überall seit 2 oder 3 Generationen mexikanisch war, fuhr den nächsten Tag pünktlich bei der Melendez Bank fair. Mit einem Taub mögen wir uns kurz auf den Weg und fuhren rüt in der Kolonie nach Hermann Hilbrands. Von der scheint das kranke Mädchen keine Weide zu haben und ging seine gewohnte Hausarbeit nach. Aber wo sah der Arme aus? Das schmale Gesicht war blass und verharmt oder vergrämt. Die Augen checkten ängstlich und unsicher von einem fremden Besucher zum anderen. Der Körper war mager und im Bett gekremmt von den vielen Schmerzanfällen. Das Seifert Bernen das Mädchen sagt, wacht wie Büten ab dem Hof. Um ein Stootje kam der Doktor terug, wand sich an den Vater und sagte, das tät mir aufrichtig leid, aber da besteht kaum ein Zweifel, dass jene Tochter Nierensteine hat. In gewissen Fällen können die
mit Medizin abgeleistet worden, das aber scheinbar nicht. Wahrscheinlich ist eine Operation unvermeidlich. Viel mehr kann ich hier nicht dazu sagen oder dabei betonen. Das Mädchen soll kurz nach Chihuahua gebracht, von Spezialisten untersucht, in ihrem Befinden durch Röntgenaufnahmen operiert worden. Wat, sie debüt nach Chihuahua operieren, unmöglich, ganz unmöglich. Das geht gegen Gottes Willen. Und buitendem, was das kostet. Der Doktor versucht ein Stückchen, ab Gott zu reden, aber Hilbrand schädert maar immer weiter den Kopf. Das weilige Vertragen sein Mühl wird dabei gerade so hielerig. Nee, operieren, das Maßerbrocken, so was hat das in unserer Familie noch nie gegeben. Wem Gott lebt, den züchtigt er. So steht das in der Bibel. Das muss wie Demut und Gehorsam drehen. Und so ist gesagt, die Kosten. Wir reden am Allertau, so aus einem kranken Schimmel. Das Wort kranker Schimmel ist wohl auch ein deutsches Sprichwort. Balthasar Melendez schaut sich an und sagt, jedenfalls auf dem rechten Nerv tippend, wegen der Kosten soll er sich nu keine Sorgen machen. Die Bank wäre ja auch noch da. Die wird all Mädel und Wehe finden. Morgen fährt einer von meinen Brüdern nach Chihuahua und die kann ja Tochter und Vater oder auch Mutter auch kurz mitnehmen und an Dr. Ruben Mais seinen Sanatorium raufloten, wo sich dann alles wieder finden wird. In diesem Augenblick kam die Bäuerin, die Mumtje, so ist das in der Ölkoloniheit, aus dem Haus raus und in unseren Kreisen an. Die wir viel weniger ballstierig als ihr Mann. Sie waren der Meinung, dass der Verschlag jedenfalls zu überleihen war. Die arme Mial, sie hat so schrecklich zu leiden. Das kann doch sicher nicht Gottes Wunsch sein, dass man ihr nicht helfen soll, wenn dort Menschen möglich wäre. Sie wollen sich also bei morgen alles rieblich überleihen. Ob zwar der Bauer mit Syremin dabei stand, wisst wir doch fort, dass wir mit dem Mumtje im Bund all halb gewonnen haben. Und so war das auch. Am nächsten Vormittag, kurz vor der Auffahrt von Melendez's Auto, mal sich Hermann Hilbrand mit seiner Tochter an der Bank. In bald danach wären sie hingeweest naar de Hauptstadt Chihuahua am Staat oder am Estado Chihuahua. Dort je ist schwind verteilt. Die Operation verrand erfolgreich und mögt dort Mädchen frei von den furchtbaren Qualen, wo sie so lange hat uitholen muss. Sie erholt sich schwind, wird schwind gesund und als wir Hilbrands und ihre Tochter noch kurze Zeit weiter sagen, dann wird sie frisch und munter, so sich dort für ein gesundes Mädchen vom Land gehört. Ihre Gesichtsform war rosig und ihre Augen blitzten von Lebensfreude. Sei je, Freund Hilbrand, dass wir doch einsehen, dass jede Tochter operieren leiten. Jo, meint er, während das noch so schein, als wenn ein dankbares Schmunzeln, dat gewande Liedensvertragen seine Mühlwinkel herum auflesen will, dort ist nochmal war gut gewonnen. Und als das eingeht, dann ist alles gut. Aber, sagt er dann, all war mit deib ernstem und bekümmerten Gesicht dazu, auf Gott sind auch wohlgefällig ist. En nu hebben we een paar van Walter Schmiedehaus seine
Erinnerungen vertalen, wanneer hij schijnbaar met veel geschilderd heeft en zijn boekje van herinneringen, wanneer hij daarvan vertelt wat hij met Jacob J. Peters erlebt heeft, wil ik dit zeggen. Waarom Walter Schmiedehorst den damals sehr bekannten Schullehrer en lauteren Geschäftsmann Jacob J. Peters Horst immer den sanften Heinrich nannt, wann hij van hem wordt vertaald oder schrijft, dat weet ik niet. Dat kan ik van der morgen nog moten. Aber ik stel me dit zo voor. De Duitsländer moeten den Uitdruck sanfter Heinrich als ein Sprichwort gebraucht haben, wenn sie in ihre Unterhaltungen von einem Mensch reden, wo er einen sanftmütigen Charakter hat. Und da wir ein Leihweg, dachte Schmiedehorst immer, wenn er mit Jacob J. Peters was zu tun hat, oder wenn er zu anderen Menschen von ihm redet, oder was von ihm schreibt, betekent er immer mit dem Ausdruck sanfter Heinrich. Und nu de verbruikende Butterfarm. Wanneer Schmiedehorst dit Erlebnis met zijn vriend Jacob J. Peters van Horst beschrijven wil, dan geeft hij zijn schilderung de overschrift de verbruikende Butterfarm. En dan schildert hij dit Erlebnis zo. De eerste en zwaarste jaren van de Oudkolonie ihre Ansiedlung waren bald voorbij. En mijn deelboek ving ik beim Terugblättern eine Abteiknung, die sich weiter auf unserem sanften Hendrik betreibt. Mit ihm wir wie in den 3 inzwischen vergangenen Jahren gut Freund geworden. Ich war noch immer bei dem Bankhaus von P.A. Melendez und Compagnie angestellt und am Wirken mit kleineren Geldsummen für seine meistens bescheidene Geschäfte uitgeholpen hat. Aber an diesem Tag war er mit einem größeren Projekt gekommen, das die Bank für ihn finanzieren soll. Der Chef, mein Chef, Don Balthasar Melendez, hat sich die Sache bereits gutwollend angesehen, angehört, dass er immer mit seinen Kunden, wenn er niemals was aufschlug. Er wird dann aber doch immer sehr vorsichtig und er verweist an seinen Freund, aber doch noch an mich, ehe eine Entscheidung gefallen wäre. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von was Walter Schmiedehorst sich erinnert von Jacob J. Peters, den er scheinbar mit vielerlei sanfter Hendrik nannt. Und dann von was er sich erinnert von seinem mennonitischen Freund. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.